Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, geh weg, du Heulsus. Moment, was sagt sie da eigentlich jetzt gerade? Ja, ich hab's gefunden. Famos. Ach Gott, welch vornehme Ausdrucksweise für so ein Kind. Okay, hier sind wir jetzt durch mit allem. Das heißt, wir können hier noch Gordovan. Ihr habt's die. Achso, nee, Quatsch, wir haben das Ding noch gar nicht abgeliefert. Gewitter, leid, ich bin aber auch ein Dulli. Das habe ich jetzt einmal länger nicht mehr gespielt, muss ich dazu sagen. Deswegen hatte ich das nämlich im Kopf, aber ich hatte irgendwie im Gefühl, dass wir das eigentlich schon gemacht hätten. Aber, jo, aller hopp. Das ist dann anscheinend nur ein Zwischenbericht gewesen von wegen, ja, hast du das Deko-Schwert, ja super, aber jetzt lieferst noch einen König ab, du Hornochs. Gut, uns selber bringt das Ding ja nichts. Ich bin echt so verdammt nochmal froh, dass das nur Panzergoblins sind und wir jetzt nicht nochmal von der Glatzenwichte hier heimgesucht werden. Die hätten mich ja wirklich eiskalt erwischt, diese Knaber. Meine Fresse. Ich wusste noch, dass ich selber, als ich das gespielt habe, in meinem Probespielstand nochmal, bevor ich da mit dem Emulator angefangen habe, beziehungsweise Quatsch, mit dem Emulator, bevor ich mit dem Let's Play angefangen habe, wusste ich noch, dass da was lustig war. Aber alter Falter, das hatte ich nämlich so auf dem Schirm. So, ich glaube, von Tier müssen wir uns jetzt erst einmal trennen. Deswegen sind wir mal vorsorglich und stoßen ihr mal alles vom Leib. Das heißt, die rennt jetzt hier nackig zum König hier. Aber ich glaube, wir müssen uns gerade von ihr trennen. Deswegen, ich war mir nämlich so sicher, wenn nicht, ist auch gut. Oder war das geil? Ach, machen wir mal die zwei nackig. Einfach mal so. So. Ich bin mir nämlich echt nämlich sicher. Machen wir mal die zwei einfach nackig. Ich glaube, einer von den zwei müsste gehen. Deswegen, das kriegen wir schon hier. So, da. Servus, König. Hier kommt die Nackig-Brigade. Oh ja, das ist es. Das Deko-Schwert, endlich. Du bist wirklich so großartig, wie man sagt, Kerle. Ohne Seelan hätte ich es aber nicht gepackt. Sie ist wahrliche Meisterin vom Schwert. Das stimmt nicht. Der Erfolg vernackt mal Maxim und seine erstaunliche Fähigkeiten. Jo, Allah, jetzt krieg ich euch nicht in den Bobbes. Auf jeden Fall habt ihr ja Mission hervorragend erfüllt. Im Keller war eine Belohnung für euch. Ich werde dem Wächter noch Bescheid geben. Ihr könnt noch eure Belohnung ihr könnt euch eure Belohnung jederzeit abholen. Und jetzt kusch kusch. Mein König, etwas Schreckliches ist geschehen. Jemand hat unser Nachbarstadt Gordovan mehr Erdboden gleich gemacht. Kann das möglich sein? Ich kann doch nichts bestätigen, aber man sagt, ein einzelner Mann hätte Gordovan zerstört. Was? Ein einzelner Mann? Wie kann dann so etwas sein? Mein König, lass mich rausfinden, was geschehen ist. Aber vielleicht kommt der Mann hierher. Ich brauch dich hier. Ich will nur 3 Soldaten mitnehmen. Der Recht bleibt zum Schutz hier im Schloss. Nee, das kann ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Mein König, wenn du es erlaubst, wenn wir Seelan Begleiter. Das wäre ja hervorragend, aber ich glaube, ich verlange zu viel von euch. Wir wollten sowieso weiterziehen. Außerdem will ich wissen, was in Gordovan los ist. Alle hopp, wenn du drauf bestehst. Mein König, wir können uns doch nicht immer auf Maxim verlassen, wenn er uns aushelfen soll. Was ist dann los, Seelan? Stehen wir da im Weg? Nee, das ist es nicht. Es ist nur... Alle hopp, da gibt's ja keine Probleme. Du wolltest doch sowieso alle hier, oder? Wie Mensch das? Du weißt, dass das eine gefährliche Reise wird. Du hast damit gerechnet, nicht wiederzukehren. Die Soldaten sind noch nicht so weit. Die können dich noch nicht begleiten. Stimmt doch, oder? Seelan, wie es scheint, hat Maxim durch dir schaut. Ich denke, ihr arbeitet ganz gut zusammen. Ja, mein König. Gut gemacht, Maxim. Bitte was gut auf Seelan auf. Jawohl, mein König. Und rausgewurschtelt. Wuppel, wuppel, wuppel. Ich verstehe dich nicht, Maxim. Warum riskierst du so viel für Land, was nicht nur der Heimat ist? Ich will rausfinden, wer Gordovan zerstört hat. Mein Schicksal ist es zu kämpfen. Dein Schicksal? Ja, jetzt, das ist so ähnliche Legitimierung wie mit dem König Artus, dem die Herrin vom See das Schwert in die Hand gedrückt, von wegen wie war das bei Ritter der Kokosnuss? Irgendwelche Wasserfrauen, die in Tümpelhausen sind, keine Legitimation für eine Monarchie. Frei in einer Höhle hat man das erzählt. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr Glaube schenken soll. Ich verstehe, ich habe an viele Schlachten teilgenommen und weiß, was du meinst. Wenn du willst, kannst du das mal die Befehle geben. Nee, ich will, dass du uns wieder anführst. Sicher? Ja, ich glaube, du hast bei unserer letzten Mission bewiesen, dass du ein guter Befehlshaber bist. Ich will wirklich, dass du das Kommando übernimmst. Hier ist es, dass du mir anfängst, mir zu vertrauen? So kann man's
Sache, aber nur ein bisschen. Immer noch so hart? Genau. Ich denke, wir sollten noch Gordovan aufbrechen. Gordovan befindet sich westlich von Pandoria. Wir müssen durch die kleine Tempel gehen. Lassen uns aber erstmal die Belohnung holen, die uns der König versprochen hat. Yay! Seelan schließt sich ja mal wieder an. Okay. Da war ich anscheinend etwas zu früh. Ich habe nämlich gewusst, wann der A-Sturm der Nackische losgeht, aber so, hoppla. So, wir machen jetzt mal optimal für dich und für dich machen wir auch nochmal optimal. Dann sind wir wieder schön ausgerüstet. Okay. Ich weiß nur noch mal, irgendwann beim Schloss verlässt uns Tia und irgendwann verlässt uns Mogai auch wieder. Von daher war ich mir auf Nummer sicher, weil die Ausrüstungsgegenstände will man hier dann doch behalten. Eingetreten. Alle hopp. Engelsflügel. Yay, das ist dann was für Seelan. So, du Engel. Kriegst du mal hier das Gedöns. Macht, ja. Bisschen mehr macht's. Hoppla, ich wollte gar nicht. So. Spezielle Flügel, die einst von einer Göttin getragen worden sein sollen. Yay. Ego-Kraft 3 gibt alle Kämpfern 75% von der maximale KP des Anwenders wieder. Ja, geiler Scheiß. Siehst, unseren grünhoriger Engel rennt jetzt hier mit Hühnerflügel rum. Geil. So. Dann wollen wir doch mal. Wir haben alles soweit gemacht. In Gordovan können wir sowieso nicht einkaufen. Ihr werden schon sehen, warum. Oh, Lavaklotz, geil. Sofort Nutzer. Die Biester rennen normalerweise sofort fort. Aber diejenigen, die kämpfen und bleiben, die hinterlassen einfach einen Arsch voll Erfahrungspunkte. So, bumpen mal drauf, Buwe. Jawohl, rotzen wir ordentlich drauf. Und 2222 Erfahrung. Goldmünze ist zwar etwas popelig, aber die Erfahrungspunkte sind legendär, die diese Viecher geben. Gordovan befindet sich noch immer in großer Gefahr. Ja, dann gehen wir nochmal hier. Wir sind ja hier die Problem Solver, insofern, das kriegen wir schon hier. Oh, ihr seht ja auch im Vergleich zu anderen Städten, das sieht hier nicht so gut aus. Hier schwelt's immer noch vor lauter Brand. Und die Musik ist auch etwas bedrohlich. Der Unhold hat die ganze Stadt zerstört. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Er hat sich in den Turm im Wächte verzogen. Ich hoffe, er kommt nie wieder zurück. Oh je. Ich müsste eigentlich noch Minias, aber ich habe Angst, da hinzugehen. Und du? Ohne richtige Armee können wir wohl nichts gegen den Typ ausrichten. Wer kann's bloß mit dem Zerstörer aufnehmen? Ich bin verzweifelt. Schwerter, Schilder, alles ist weg. Sogar nicht der Lade dicht machen. Das habe ich gemeint, von wegen, man kann hier nichts abstauben. Ich weiß, es ist ja nicht gerade Luxusherberger. Die Übernachtung kostet 20 Gold. Bleibst. Ne, wenn du nicht mal Bett hier. Also Entschuldigung, wieder Aufbau, schön gut, aber ich will nicht hier in Ruine pennen. Der Zerstörer ist der Inbegriff des Bösen. Die Stadt ist ziemlich am Botter, aber wir leben. Er wollte offenbar nicht uns zerstören. Aber warum hat er das dann gemacht? Er hat die Frau mitgenommen. Es ist ja niemand zu Hilfe gekommen, weil sie nicht von hier ist. Und Fremde mögen wir hier nicht besonders. Entschuldigung, dann konnte ich mir nicht verkneifen. Was hat man nur gemacht, dass er alles zerstört hat? Ich glaube, das war nicht mal wirklich auf euch persönlich bezogen, sondern einfach nur um ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, was er für ein toller Hecht ist. Ich fürchte mich so sehr vor dem Höllewesen. Aber wie kann ich dir helfen? Oh, okay. Speichern wir noch erstmal. Alle hopp. Wir wissen, hier hat einer Rambazamba gemacht. Wir wissen, er hat eine fremde Frau mitgezerrt. Und wir wissen, hier ist ein Dungeon. Westturm Gordovan, EG. Yay. Also hier kommen wir schon mal nicht durch. Das sind die Mändler von Orks. Und er hat noch einen Königsgoblin mitgebracht, weil es so ein chlore Kerl ist. So, da. Komm her, du Wutzekönig. Zack. Ja, Gordo, mach's fertig. Yay. Und Seelan und Guy. Yay, auf die ist verlassen. Sehr schön. Seelan ist auch kurz vor Level. Verschlossen. Okay. Das heißt, der Weg rechts, der geht schon mal nicht. Und du rennt ein violetter Hund durch die Gegend. Okay. Es ist der Doberbeißer. Anscheinend sind das so die Sorte Typen, die Orks hier als Waage mitnehmen.
Warte mal. Nehmen wir mal einen Schock auch drauf. Einfach mal gucken, wie die Viecher auf Magie so... vor allem Magie so reagieren. Entschuldigung. Und voll abgeschweizert hier. So, da. Und... Wenn was aushält. Ah, okay. Nicht verkehrt. Ja. Wart ab. Okay. Du Grunzerich. Dich mache ich fertig. Oh. Oh. Ja. Sehr gut gemacht, Gordo. Ich finde es auch gut, dass wir so ein bisschen Geld noch sparen können. Ja, warte mal. Halte mal eine Gaul an. Zack. Aber ich will erstmal hier reingucken. Ah, ja, stimmt. Das war die Sache mit dem Aufzug. Aufzugshalle. Stimmt, ich erinnere mich. Beweg dich. Beweg dich, du Wutzekönig. Zack. Zack. Und weg mit uns. So. Du auch noch. Okay, die zwei hier drauf und ihr zaubert mal ein bisschen. Ich hätte ganz gern, dass Namo hier einfach mal ein bisschen Magie wirkt. Weil ich finde generell, man sollte einmal die Zauber zeigen. Gerade in dem Let's Play ist so der Vorführeffekt ziemlich wichtig. Aber wie reagieren die Schweinchen auf Elektro? Ja, sieht ganz ordentlich aus. Yay. Ich glaube, die kämpfen immer zweimal drauf, naja. Die schlagen immer zweimal drauf, so rum, nicht kämpfen zweimal drauf. Und der grunzt sich wieder einer. Gut, dann grunzt ihr mal einer und ihr zwei kümmert euch um den King Goblin. Ja, also Gordo ist definitiv zu gebrauchen, wie ich finde. Er ist zwar wie Kirbys Linkschwert, ich finde den Namen übrigens auch sehr geil und vielen Dank, dass du auch hier immer fleißig kommentierst und alles. Er hat schon recht, als er gesagt hat, dass er ein kleiner Feigling ist. Das stimmt definitiv. Aber ich muss auch sagen, ich persönlich finde, dass er wirklich eins von der stärksten Kapselmonster ist. Zaubersirup, warte mal. Pfui-Würg, das will er nicht. Holzhelm. Wir könnten ihn hier zwischendrin einfach mal ein bisschen füttern. Zaubersirup. Lederrüstung habe ich für dich. Okay, welche andere? Hexering und der Zombie-Ring, den findest du sogar ganz lecker. Das Zeug warten wir mal ab mit deiner Früchte. Da muss ich sowieso nochmal gucken. Ich glaube, wenn Gordo seine letzte Entwicklungsstufe erreicht hat und man ihm eine Feuerfrucht gibt, dann entwickelt er sich zur geheime 6. Stufe. Da bin ich mir aber nämlich so sicher. Kampforg. Ja, Wutz in Rüstung statt in Bandite-Kleidung. Gehen wir mal drauf. Wutz, du hast die ganz gestohlen. Oder so ähnlich, ne? Alla hopp. Ich erspare euch jetzt mal ja meine miserable Sangerskünste. Der Doberbeißer hat rotes Haar und das andere wirkt irgendwie blind. Mann, laber ich wieder eine Menge Scheiße heute. Okay, an Zornesattacke können wir gerade nichts drauf rotzen. Ah, weh Spaß. Weh Spaß. Ah, da hätten sie jetzt auch die Stellgrad umgetauscht, als ich optimiert habe. Na gut. Hin und wieder muss man auch mal ein bisschen das Zeug drauf machen. Viel Spaß, geh mal auf den. Hin und wieder muss man auch mal ein bisschen seine Zorneskraft einsetzen. Ich bin jetzt mal gespannt, was Megabeben auslöst. Ja, diese Doberbeißer, die haben das von uns aus gesehen rechte auch rot und das linke ist gelb. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Ich muss aber auch sagen, dafür, dass wir jetzt nicht wirklich ständig neue Ausrüstung haben, stehen wir ganz gut da, muss ich sagen. Wir kriegen nicht allzu viel abgezogen. Unser Level sieht ganz gut aus. Und ich finde auch, wir ziehen relativ ordentlich ab. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das ganze Spiel auch durchhält, dass man hier jeden Gegner attackiert. Genau, dann war das so. Dann muss man hier den Dreher machen. Den hier und weg. Jo. Okay, so schwer ist es jetzt auch nicht. Motto, die Brücke auf der anderen Seite ist runtergefahren. Dich erwischen wir auch noch. Es ist der Antares. Alle hopp. Ja, geht mal alle drauf. Geht mal alle drauf. Ui. Die scheinen sehr verwundbar zu sein, was Wasser angeht, weil Tia mit der Aquapeitsche drauf knüppelt. Interessant und gut zu wissen. Gut, hier, dann geben wir recht. Zack.
Und weggewässert. Ja, Gordo ist auch wieder kurz vorm Level. Wenn der nicht so viel Schade erleidet, dann ist der eigentlich, wirklich ziemlich nützlicher Kampfgefährte. Gerade mit seiner Feuerklaue finde ich persönlich, dass der schon ordentlich was reißen kann. Die 3. Stufe bin ich jetzt nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, von ihm. Aber seine geheime Stufe sieht ultra geil aus. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da macht der richtig was her, der Fluglöwe. Wobei er so eigentlich auch eher so Chimäre-mäßig aussieht, mit so einem Löwekörper, mit so einem Skorpionsschwanz und Fledermausflügel. Hat schon was von einer Chimäre. Wobei er auch nur eckköpfig ist. So, dich kriegen wir. Fast hätten wir nicht wieder so gekriegt. Und, ja. Es ist der Kummerhummer und es ist die Neptunschale. Okay, bei denen sollten eigentlich Feuerangriffe relativ gut wirken bei dem Kummerhummer. Jo. Gordo, das ist eigentlich auch deine Chance, über den Hummer mal ordentlich drauf zu knüppeln. Jo. Schick. Gut, dann fort mit dir, du Kummerhummer. Oh, ja gut, Aquapeitsche und so, das wirkt nicht so. Aber Maxim rettet den Tag mit seinem Feuerdolch. Und zerrt den Kummerhummer in den Topf frei. Gut, dann gehen wir erstmal hier ebenerdig nochmal vor. Ah ja, okay. Das ist auch hier wieder die Aufzugshalle, nur von der anderen Seite. Und zack. Westturm Gordowan. Immer noch. Komm her, du. Ein einsames Schweinchen. Hier, gut. Hilfreicher Kampfesgefährte. Geil müsste der nächste sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist dann hier? Oh, geil. Kann man immer gebrauchen. Gerade das Mana aufpumpe kann man immer gebrauchen. Gut, es führt ins Nichts. Da muss ich dann jeweils dorthin, wo ich hin will, ne? So und so. Genau. Hier geht es aber nur zum Aufzug. Das ist dasselbe Spielchen wieder. Nur der Dreher und so. Ja, komm her. Ah, das macht eine Verstärkung. Er hat noch so einen Halsabschneider noch mitgenommen. Ihr macht den hier und ihr macht den hier. Wobei ich das mit den Stachelschultern eigentlich cooler finde. Und auch mit der Kapuze sieht das schon etwas cooler aus. Okay. Kampf-Orkilein zieht ein bisschen mehr ab als gedacht. Und zack. Und reicht's aus? Yeah, weggegrunzt. Guy hat sein Level gekriegt. Und wir watschen weiter. So. Na, komm mal her. Neptunschale und Kummerhummer nehme ich immer wieder gern. Also ich muss sagen, bei manchen Gegner sind sie hier wirklich sehr kreativ. Oder waren sie kreativ? Ist ja schon von 1995 das Spiel. Bitte leid, ich wäre alt. Ach, hier kriegen wir hier was Besonderes. Ja! Wenn ihr vor einem Abgrund steht, nehmt doch den Haken, damit es weitergeht. Wird ein Monster vom Haken getroffen, bewegt es sich nicht mehr. Der Weg ist offen. Ja! Der Haken ist tatsächlich mein Lieblings-Item hier im Spiel. Ich liebe die Enterhake, die habe ich ja bei Zelda schon geliebt. So, das machen wir so. Dann gehen wir dort hier und machen Joink, zerren uns hier rüber und dann petzen wir uns da hier. Sau schön, oder? Sau schön und sau gut. Nein! Okay, so. Hier, so. Ich sag immer tiefer zu ihr. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich zu sehr Final Fantasy geprägt. Ich möchte jetzt aber auch mal bei denen probieren, weil sie ja auch Meeresbewohner sind, ob bei denen Elektrizität nicht möglicherweise auch funktioniert. Und gucken wir einfach mal. Die sehen ja auch goldig aus, oder? Diese Neptunschnecke sehen schon irgendwie goldig aus. Sind sehr niedliche Gewitterputzer. Der wehrt ab. Okay, dann machen wir das so und so. Komm. Jetzt gehen wir in der Nahkampfreihe. Und wotz, abgezerrt wie Drecksau. Und die Rute pfeffert auch nochmal ordentlich ins Schneckeheißel. Perfekt. Gut. Den machen wir noch platt. Das ist dann unser letzte Amtstat für heute. Ihr geht mal auf den. Weil dann ist es ja auch schon wieder soweit. Die 20-Minuten-Grenze ist eigentlich jetzt schon
erreicht zu der Zeit jetzt. Und dann können wir genauso gut auch unseren Cut hier setzen. Hier, wenn wir die Ebene geklärt haben, ist genauso gut wie überall anders. So. Schwuppdiwupp. Und wups, du alter Stinker, du auch noch. Ja, komm schon. Seelan, gib mir da recht. Yeah. Wenn dir die Sache, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig hier im Westturm Gordovan. Also machen's gut und bis übermorgen wieder, wo wir die Spuren vom Zerstörer Folge werden. Ayan Yankee.